Ich möchte euch für 20 Minuten mitnehmen in die Gunst Gottes. Das Gunst Gottes ist ein Thema, das liest man im Alten Testament bei Josef. Das heißt, am Josef geling alles, was er unternahm. Ich möchte dich eine Frage stellen. Kennst du in deinem Umfeld Menschen, egal was sie machen, ihnen gelingt es in der Freundschaft, im Beruf, im Fitness, im Sixpack, alles. Mal Hand hoch, wer kennt so Josef, Josephine in deinem Umfeld? Hand hoch, Leute, denen gelingt alles. Ja, die Appenzeller gehen alle Hände hoch, die Aargauer verstehe ich. Es ist eine andere Frage. Bist du ein Josef, eine Josephine, die dir alles gelingt? Hand hoch. Wer sagt, mir gelingt immer alles in meinem Leben? Hand hoch. Eine Person, zwei Personen, ist das alles? International gingen alle Hände hoch, weil die sind ja superlativ. So, ganz kurz was zu erklären. Die Gunst Gottes, wenn dir alles gelingt, möchte ganz kurz theologisch erklären, wie funktioniert die Gunst Gottes. Gott hat jedem Menschen ein Maß von Glauben anvertraut. Wir haben nicht alle das gleiche Maß von Glauben, hast du gewusst? Die einen haben ein Glaubensmaß, sagen, ich kann ein ganzes Land auf den Kopf stellen. Vielleicht hast du ein Maß von Glauben bekommen und sagst, ich kann meine 4 Wände auf den Kopf stellen. Gott hat auch Talente gegeben, 1 Talent, 2 Talente, 5 Talente. Wir haben nicht alle gleich viel Talente bekommen. Aber das Gute ist, wenn du 5 Talente hast und du unternimmst nichts, sind 5 Talente nach einem Jahr noch immer 5 Talente, oder? Hast du 1, du verdoppelst auf 2, auf 4, auf 8, hast du einen 5er in 3 Jahren überholt. Mit anderen Worten, Talente und das Maß von Glauben und auch die Gunst Gottes kann in unserem Leben wachsen. Es ist nicht random. Gott teilt einfach random aus. Wir alle haben die Gunst und die Kraft Gottes wohnt in uns und wir können das auch vergrößern, ganz konkret in unserem Leben. Jetzt kommt die Frage, wie funktioniert das? Wenn du theologisch unterwegs bist, und ich weiß, ihr seid alle Bibelleser, ich möchte ganz kurz erklären, wie funktioniert Theologie und wie funktioniert, wenn man einen Bibeltext ausliest. Du kannst nicht einen Bibeltext nehmen und sagen, die Gunst von Josef, Gunst, 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 und Gunst funktioniert so. Sondern Theologie ist so, du hast ein Prinzip im Leben von Josef und dann überlegst du, wo gibt es eine Parallelstelle, eine andere Story in der Bibel, die genau das Gleiche auch aussagt, und gibt es einen Link. Um die Gunst Gottes zu verstehen, muss man ein bisschen in Theologie hineingehen, und ich möchte ganz kurz etwas erklären, dass du verstehst, was hat es mit dem Josef und mit der Gunst zu tun. Es gibt eine Parallele zwischen Jesus und Josef. Man sagt, die Geschichte von Josef im Alten Testament ist die Geschichte von Jesus im Alten Testament. Also schaust du Josef an, siehst du den Jesus im Alten Testament. Ein ganz paar praktische Beispiele. Josef war der geliebte Sohn vom Vater. Jesus war auch der geliebte Sohn von seinem Vater im Himmel. Josef wurde zu seinem Bruder gesandt und Gott schickte Jesus, seinen Sohn, auf die Erde, um seinen Brüdern, seinem Volk Gottes zu dienen. Josef und Jesus werden beide von den Brüdern verhasst und auch verworfen, beide genau das gleiche Story. Josef und Jesus wurden von Silberstücken verkauft, man hat mit ihnen Geld gemacht, statt umzubringen, holt man Kohle raus. Man hat Josef in die Grube ins Gefängnis geworfen, man wollte ihn umbringen, aber er kam durch ein Wunder wieder raus. Jesus wurde gekreuzigt, stieg ins Grab, war tot und nach 3 Tagen, bumm, Schakala, hier bin ich wieder, hat den Tod überwunden. Josef wurde in Ägypten in Sicherheit gefunden und Jesus als ein Kind fand in Ägypten Zuflucht. Und jetzt kommt das Krasse, Josef war mit 2 Kriminellen im Gefängnis, der eine blieb am Leben und der eine starb, und Jesus hängt am Kreuz 2 Verbrecher und er sagt zum einen, noch heute wirst du im Paradies sein, du wirst leben, und zum anderen hat gesagt, du wirst sterben. Also wenn man in Theologie hineingeht, verstehen, was ist die Gunst Gottes, muss man merken, es gibt eine Parallele von Jesus und auch zu diesem Josef. Also, was gibt es dann über die Gunst Gottes im Leben von Jesus? Nimm die Bibel vor, Lukas Kapitel 2, Vers 52, und hast dein Smartphone, nimm dein Smartphone nach vorne, wir wollen zusammen lesen. Jetzt Achtung mal, wenn man die Gunst Gottes im Leben von Josef spricht, musst du wissen, die Gunst Gottes ist nicht random, sie ist nicht unfair. In Lukas 2, Vers 52, die Situation, Jesus ist im Tempel, 12 Jahre alt, jung. Er ist da, wo der Vater ist. Und dann heißt es am Ende von diesem Text, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Mit anderen Worten, unsere Gunst kann sich entwickeln.
Und wie kann sich eine Gunst Gottes im Leben von Jesus und von Josef sich vergrößern? Ganz, ganz einfach. Ich habe eine Grafik mitgebracht und es ist mega, mega einfach. Ich habe es gerne, wenn Sachen einfach ist. Du hast ein Jetzt und du hast eine Bestimmung. Und achte darüber, gibt es eine Sache. Josef hatte eine Sehnsucht nach Gott. Jesus hatte eine Sehnsucht nach dem Vater. Es heißt in der Bibel, Gott war mit Josef und Gott war mit Josef und Gott war mit Josef und Gott war mit Josef, weil Josef war auch mit Gott. Jesus war beim Vater und Jesus war beim Vater und Jesus war beim Vater, weil der Vater war auch beim Jesus. Wenn du die Gunst Gottes im Leben erleben möchtest, ist meine Frage, wandelst du mit Gott? Bist du mit Gott so eins, dass Gott sagen kann, ich bring dich nicht mehr los, du klebst an mir wie eine Briefmarke auf dem Kuvert. Und meine Frage ist, bist du hungrig? Bist du hungrig nach dem Feuer, nach der Leidenschaft, nach den Möglichkeiten Gottes? Oder sagst du, ja, Church ist cool, Gott ist auch cool, aber nur diese Dinge, die cool sind. Und ich möchte erklären, wie kommt man in die Gunst hinein? Und der Grafik ist interessant. Man geht von einem Level zum anderen Level. Der sagt, man geht von einer Autorität zur nächsten Autorität. Und auf jedem Gipfel, wo du Erfolg erlebst, geht's auch wieder schön runter. Runter, hoch. Die Bewegung heißt aber, es geht nach oben. Und ich habe Gott gesagt, wieso hast du nicht eine gerade Linie gemacht? Hättest du Tinte sparen können? Weil das Leben ist auf und runter. Ich nehme euch mit in 2 Gedanken. Die Gunst Gottes muss man verstehen im Leben von Josef, mit dem Leben von Jesus. Und ich beginne mit dem Stolztest zu Hause. Alles beginnt zu Hause. Hast du es gewusst? Unsere Autorität beginnt zu Hause. Ich weiß, ein bisschen doof, gell? Und da gibt es einen Stolztest. Josef hatte einen Traum, bekam dieses Gewand vom Vater, der Lieblingssohn. Und dann erzählt Josef den Traum und alle werden wütend. Und spätestens dann hätte Josef wissen müssen, ich sollte meine Klappe tief halten. Dann hat Josef nochmals einen Traum und erzählt es nochmals. Ich möchte den Text vorlesen, 1. Mose 37, Vers 8b. Sie hassten ihn noch mehr, weil er das geträumt hatte und sie so selbstherrlich davon berichtet hatte. Und ich möchte dir sagen, wenn du eine Begabung, einen Traum, eine Leidenschaft hast, wenn dir Dinge gelingt in deinem Leben, halt den Ball flach und tief, weil Maria behielt das Wort Gottes im Herzen. Entweder ich positioniere mich, voll Joseph, oder Gott positioniert dich. Leben von Jesus. 12 Jahre jung, ist im Tempel davongelaufen. Der Vater sagt, Jesus, machst du nie mehr. Und Jesus sagt, ich muss da sein, wo der Vater ist. Er hatte die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Und dann hätte Jesus sagen können, Vater, Mutter, hör mal gut zu. Ich bin der Messias, der Sohn Gottes. Ich werde Blinde sehend machen, Lahme gehend machen. Ich werde Dämonen austreiben. Und by the way, ihr könnt ja froh sein, dass ich bei euch wohne. Weißt du, was nach dem geschieht? Jesus hat sich seinen Eltern untergeordnet. Habe ich das Wort gebraucht? Ja. Unterordnung ist ein Wort, das du nicht mehr in deiner Generation findest. Die Generation sagt, wenn du es fühlst, tu es. Wenn du das cool findest, go ahead. Lass dir von niemand was sagen. Lass dich nicht einschrecken und live your own dreams. Wenn du jemand bist, der sagt, ich bin ein Christ, ein Christin bedeutet, wir folgen jemand nach. Und das Reich Gottes funktioniert nicht so. Das Reich Gottes hat komplett andere Dimensionen und auch Prinzipien. Und Gott ist es ganz, ganz einfach wie so eine Axt, oder? Hast du gewusst, wie man eine Axt schleift? Eine Axt schleift man nicht mit Gummi, auch nicht mit Baumwolle und auch nicht mit Luft. Eisen wird geschliffen durch Eisen. Weißt du, wie Gott uns demütigt? Ganz einfach. Er stellt dich in deine nicht perfekte Familie. Ein Vater, der alles richtig macht und eine Mutter, die ist immer für dich. Gott bringt Menschen in unser Leben, wie im Leben von Jesus, die Eltern, wo man sich unterordnet. Und es gibt immer Menschen, die Gott bewusst in unser Leben hineinbringt, um Dinge wegzuschleifen, die da sind. Und die Bibel, liebe Leute, ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist eine Person, oder?
Und wenn ich die Bibel lese, ist nicht so, dass ich die Bibel lese, die Bibel beginnt mich zu lesen. Der größte Spiegel, den es gibt, ist die Bibel, weil in der Bibel stehen Dinge drin, die finde ich, ehrlich gesagt, hätte ich anders geschrieben. Die Bibel ist das Gegenteil von der Welt. Die Bibel sagt, wenn du der Größte sein willst, werde den Diener und wasche allen die Füße, auch mit Hühneraugen. Wenn du reich werden willst, beginn zu geben, bis es weh tut. Wer das Leben gewinnen will, der muss es verlieren, der nimmt das Kreuz auf dich. Und die Bibel, alleine wenn du es liest, hat einen Anspruch und einen Zuspruch und es beginnt bereits, mich zu schleifen, ob ich das will oder nicht. Das Wort Gottes macht mein Leben wieder lebendig. Wie ist es mit meinem Gebetsleben? Gebet ist auch eine Person. Jesus ist auch eine Person, oder? Aber wenn ich bete, sagt Gott, ja, ich bringe dir alle meine Probleme. 15 Minuten, boom, schalak, gleich sind alle meine Probleme. Und sage, Gott, hier ist die Probleme, du hast genügend zu tun heute, um alles zu lösen. Gott bless you bis morgen. Das ist kein Gebet, das ist ein Dialog. Ist ein Monolog, sorry. Ein Monolog bedeutet, ich bringe Gott alle meine Themen, aber ein Dialog bedeutet, Gott, hier sind alle meine Probleme. Hast auch noch was zu sagen? Und Gott sagt, ja, ich habe was zu sagen. Hast eine Stunde Zeit? Sagst du, ja, ist schwierig Stunde. Und ein Challenge ist, Gott ist nicht in der Eile. Dein Smartphone, dein TikTok mag 3 Sekunden lange sein, aber Gott ist keine 3 Sekunden Gebet. Sondern Gott sagt, sitz hin, ich möchte mit dir Themen anschauen und ich möchte beginnen, da zu schleifen. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, dass Gott dich schleift? Kann Gott Dinge sagen, die du gar nicht hören willst, aber hören musst? Und Gott wird Menschen in dein Leben schicken, die werden dich schleifen. Sie wollten Josef den Mantel wegnehmen. Ja, sie haben Josef den Mantel weggenommen. Aber deine Autorität ist nicht in dem, was du tust. Menschen können dir deinen Job wegnehmen, deine Freundschaft wegnehmen, alles. Aber Menschen können nicht die Gunst und die Salbung Gottes in dir stehlen. Die ist in dir. Das ist, ist in dir. Ist in dir. Das Zweite, ich möchte einen zweiten Gedanken bringen, dass du merkst, die Gunst wächst im Leben von Josef, es kommt der Charaktertest. Er kommt in das Leben von Potiphar, ist ein Sklave. Und du musst mal diesen Bibeltext mal auf der Zunge zergehen lassen. 39, Vers 3 bis 4. Potiphar merkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus. Sein Vater hat ihn im Haus arbeiten lassen. Und der Potiphar hat ihn im Haus arbeiten lassen. Der Pharaon auch wieder im Haus. Gott wird nie etwas anderes machen, als du bist. Und er bekam die Verwaltung von des ganzen Besitzes. Und du merkst, Gott gibt Josef das Gelingen. Und wenn du da aufhörst zu lesen, denkst du, wow, krass romantisch, bling, 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 die Gunst Gottes. Es gibt nicht einen Spruch, New Level, New Devil. Wenn du in deiner Autorität, in deiner Leidenschaft wächst mit Gott, wird der Teufel nicht sagen, wow, come on, bist im Potiphars Haus. Ich bin total happy für dich. Der Teufel ist dein größter Feind. Und er wird alles unternehmen, uns zu stoppen. Jesus war in der Wüste, die Parallele, 40 Tage und Nächte, um sie vorbereiten für seinen Dienst, um das Evangelium zu preachen, zu heilen, freizusetzen, mit Gott zu connecten. Und dann kommt der Teufel und sagt, aber Jesus, komm mal runter. Da ist eine neue Axt. Schweizer Med. Gold und Silber. Jesus, komm bitte, bitte. Hör doch auf mit diesem scheiß Schleifzeug da. Ich gebe dir eine wunderschöne Axt. Was war beim Potiphar? Bei Josef, die Frau von Potiphar wollte mit ihm schlafen. Sagt, Josef, schlaf mit uns. Und dann hast du eine Abkürzung zu deiner Position. Der Teufel bringt dir immer ein wunderbares, krasses Bling-Bling-Bling-Angebot.
Und im Reich Gottes gibt es keine Abkürzung. Jesus sagt, ich sage, Teufel, hau ab von mir. Und Josef ließ den Mantel liegen und rannte wie Forrest Gump davon. Und ich möchte dich fragen, der Teufel sagt, ja, wenn du diesen Shortcut nicht nimmst, dann gehst du ins Gefängnis für 13 Jahre. Und da sagt Jesus, wenn du mich nicht anbetest, du wirst einen Kelch trinken müssen. Du gehst ans Kreuz. Also wenn du das machst, das macht keinen Sinn. Diese Axt ist so verführend und macht keinen Sinn. Mir hat jemand gesagt, unser Leben besteht aus Geist, Körper und Seele. Stimmt's? Wenn du stirbst, nimmst du deine Seele nicht mit, dein Drama lässt du hier. Ich glaube, da sind wir alle happy, oder? Dein unperfekter Body kannst auch hier lassen mit Botox und alles bleibt hier, Plastik bleibt alles hier. Das wird alles getrennt dann. Stimmt, wenn jemand stirbt, muss man trennen. Plastik, Müll, alles. So. Bin schon am Denken. Aber dein Geist geht in den Himmel, oder? Weißt du, was du mitnimmst in den Himmel? Dein Charakter. Und dein Charakter ist eine krasse Sache. Es wird geprüft werden. Ich möchte eine Geschichte erzählen, ganz, ganz kurz. Und zwar, ich hatte meine allererste Predigt. Ich möchte niemand falsch machen, schlecht machen. Das ist meine Perspektive, die ist ja einseitig. Ich hatte meine erste Predigt gehalten. Und sie war wild, sie war feurig, sie war on fire, sie war direkt, sie war extrem wie Paulus, so bumm, schacklat, das Wort. Dann hat der Pfarrer zu mir gesagt, wir sehen deine Leidenschaft, aber du wirst nie mehr predigen. Weißt du, was in dem Moment geschieht? Enttäuschung, frustriert, bitter. Ich hätte sagen können, das ist doch kein Problem, Leo. Es gibt so viele Kirchen in der Schweiz, wenn die den Namen Leo Bicker hören, die bezahlen noch Geld dafür. Und ich hätte das einfach machen können, ich hätte davon rennen können wie alle anderen. Oder ich halte mein Charakter Gott hin und sage, Gott, arbeite in mir. Und das Problem ist, hör mich gut zu, wenn du verletzt bist, ist nicht das Problem, was Leute sagen, sondern was dich trifft, betrifft dich. Man kann nur enttäuscht und bitter sein, wenn dein Ego noch immer lebt. Der Martin Luther gesagt, an dem Tag, wo du getauft worden bist, ist dein alter Adam, haben wir ersäuft, dein altes Leben ist ersäuft. Aber der scheiß alte Adam hat gelernt zu schwimmen. Und Gott hat ein neues Werk angefangen, es ist noch nicht vollendet. Und mein Problem ist mein Ego. Wenn du enttäuscht und verletzt bist, ist dein Ego noch nicht gestorben in Jesus. Und weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen Gott diese Axt hinhalten, nicht zu sagen, Kumbaya, schleif ein bisschen, sondern man muss anders vorgehen. Man muss schleifen. Du hältst dein Leben hin und du beginnst. Schau, es gibt Funken. Woo! Yeah! Und es gibt Funken. Weißt du, was ich gemacht habe nach dieser Enttäuschung? 2 Wochen später hat unsere Gemeinde gesagt, niemand reinigt den Kirchengebäude. Niemand will Staubsaugen. Wer hat Lust, das Kirchengebäude jeden Samstag zu reinigen? Meine Hand als verletzter Ego-Leo ging hoch. Ich reinige dieses Scheißgebäude. Ich habe monatelang von 9 Uhr bis 12 Uhr, als niemand mich gesehen hat, das Gebäude gereinigt. Weißt du wieso? Mein Ego wurde verletzt. Du kannst davon springen und Gott sagt, ja, kann man schon machen. Du nimmst dich mit in die nächste Freundschaft, die nächste Church, in das nächste Bereich in deinem Leben. Josef und Jesus haben das hingehalten. Und weißt du, was dann geschieht? Über Nacht bekam Josef ein neues Gewand vom Pharaon mit einer goldigen Kette.
So steht das in der Bibel. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du deine Axt, dein Leben Gott hinhältst und dich unterordnest, wird Gott uns schleifen. Und da, wo ich enttäuscht bin, ist mein Ego angekratzt und mein Ego, das alte Adam, diese Sau. Müssen wir wieder kreuzigen und sagen können, Jesus, wenn die linke Backe geschlagen wird, halte ich die rechte Backe. Wenn das nicht genügt, habe ich noch Arschbacken. Ich habe so viele Backen. So, wir gehen immer eine Meile mehr. Und ich möchte heute Abend mit uns zusammen das hinhalten. Wo schleift Gott heute dein Leben? Durch Freunde. Es kann eine Kirche sein, die dich schleift, deine Eltern, deine Freunde. Wo schleift Gott dein Chef? Und wo tut's weh? Und wo laufe ich meinem Ego davon und bin nicht bereit, dass Gott etwas in mir wegtragen kann? Ich möchte zum Ende noch 2 Bibelstellen vorlesen, um einen Bogen zu machen, um ganz praktisch zu werden. Ich habe vor 3 Wochen hier einen Bibelvers gezogen, wie ihr auch habt. Und natürlich, ich habe Freunde, die haben es gezogen, bis es gut war und wieder reingeworfen. Ich habe natürlich den ersten genommen, Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Er sagt, oh, krasser Vers, komm, boom, ja, nehme ich, boom, boom. Dann war ich am Abend da mit euch, habe gedacht, ich ziehe noch mal einen, kann nicht schaden. Habe ihn gezogen, Johannes 16, Vers 22, genau das Gleiche. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ich dachte, niemand? Ich habe so viele Niemands in meinem Leben, das sind Menschen. Ich habe Bücher von Niemands, die mich immer wieder verletzen. Und das Problem sind nicht die Niemands, sondern mein Ego, Leo Bicker, diese Sau schwimmt noch immer. Und dieser Bibeltext ist mir bewusst geworden, ich möchte meine Axt Gott hinhalten, dass er das heute Abend schleifen kann. Wir haben ganz bewusst das Kreuz da in die Mitte gestellt und möchten in eine Worship-Zeit gehen. Ich möchte da mit euch 2 Gebete beten. Ich möchte beten, dass wir uns von Gott die Erlaubnis geben, dass er Menschen in unser Leben gibt, die nerven, aber die schleifen. Ich möchte Gott auch die Erlaubnis geben, Dinge wegzufräsen, die nicht zu mir gehören. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, um das Kreuz zu kommen. Und dann werden wir heute Abend zusammen beten und Wunder Gottes erleben. This is my surrender.
surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. So, ihr Lieben, wir haben das Kreuz in die Mitte gestellt und ich möchte ganz kurz erklären, was wir nächsten paar Augenblicken machen. Du hast auf dieser Seite links, auf meiner Seite hat man einen Abendmahltisch, da ist ein Stück Brot und Wein, das könnt ihr gerne einnehmen. Wir haben hier vorne bei dem Teppich ein Gebetsteam. Vielleicht sagst du, ich brauche Gebet, ich habe gewisse Dinge, da habe ich keine Ahnung, wenn ich davon komme. Der Power, die Bibel sagt, wenn 2, 3 zusammenkommen, sein Name ist Jesus da. Es ist eine Kraft, wenn wir zusammen beten. Du musst dich nicht schuldig fühlen, das Gefühl haben, meine Story ist crazy. Du kannst zum Gebetsteam kommen, kannst das Abendmahl nehmen. Ich möchte jetzt euch einladen, für die, die wollen, um das Kreuz zu knielen. Lasst uns auf die Knie gehen, als ein Statement. Als ein Statement. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn ich über die Gunst Gottes höre und ich lese die Stories von Josef, bin so begeistert, denke, wow, jetzt will ich auch. Aber dann die Passagen, die danach kommen mit Gefängnis, mit Davonlauf, mit Verrat, alle diese Dinge, die will ich nicht. Die finde ich doof. Ich möchte nochmals diese Axt in die Hand nehmen als ein Zeichen. Die Bibel sagt, nur Eisen kann Eisen schleifen. Und die Bibel sagt, wir brauchen Menschen und Gott stellt Menschen in unser Leben, ob es uns passt oder nicht. Die lösen bei uns was aus, die triggern bei uns alle Triggers, die es gibt, die drücken jeden Knopf, den man knopfen dran. Und dennoch möchte ich mich unterordnen. Und das fällt mir schwer in einer Zeit, wo die Welt sagt, schau auf dich selber. Lass dich nicht mehr geistlich versklaven, sondern lebe dein Leben. Und die Bibel sagt nicht, lebe dein Leben. Die Bibel sagt, nimm das Kreuz auf dich. Und dieses Kreuz hat ein gewisses Gewicht. Dieses Kreuz hat ein Statement. Und dieses Kreuz ist verhasst in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Du trägst ein Evangelium, das schon in sich eine Kraft Gottes ist, um uns frei zu machen, um uns zu lösen. Für uns ist es eine Kraft, aber für die in der Welt ist es ein Spott, eine Lachnummer. Und Jesus, ich lege alle diese Themen ab. Es tut mir leid, da wo ich nicht diesen Schleifprozess zugelassen habe, es tut mir leid.
wo ich in meiner Enttäuschung drin bade, nur weil mein Ego angegriffen worden ist. Du hast ein gutes Werk in mir angefangen, aber du hast es noch nicht zu Ende gebracht. Jesus, wir geben dir heute Abend die Erlaubnis, und das meine ich vom tiefsten Herzen. Möge die Bibel mein Leben durchleuchten. Möge das Wort Gottes meine Gesinnung ändern. Mögen meine Gefühle am Kreuz untergeordnet sein. Jesus, du hast gesagt, die nach Gottes Gerechtigkeit und nach seinem Reich trachten, denen werden alle Dinge zufallen. Und ich bin ja nicht so doof, dass ich einfach sage, ich lege mein Leben nieder, sondern du hast eine Verheißung, dass wenn ich das tue, dass ich mein Leben neu gewinne, mit einer Perspektive, mit einem Frieden, mit einer Freude, mit einer Hoffnung, die mir nichts in dieser Welt geben kann. So lasst uns Jesus anbeten auf den Knien. Sag ihm, was dich bedrückt. Danke ihm für wer er ist. Und proklamiere, dass der Tod konnte Jesus nicht halten. Die Stachel am Kreuz konnte es nicht verhindern. Jesus stand von den Toten auf. Und die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, die gleiche Kraft wohnt in uns. Hallo, sie wohnt in uns. Sie wohnt in uns, die gleiche Kraft. Die gleiche Hoffnung. Die gleichen Zusagen. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Ich bete heute Abend auch da, wo deine Axt wie stumpf geworden ist, da, wo du müde geworden bist von der Arbeit für Gott und mit Gott, da, wo du müde geworden bist, weil alle gegen dich sind, da, wo du das Gefühl hast, du bist die einzige Person in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis, die den Namen von Jesus hochhält. Ich möchte beten jetzt ganz, ganz konkret da, wo du das Gefühl hast, und es ist nicht nach einem Gefühl, es ist so eine Schwere, es ist eine Hoffnungslosigkeit, es ist wie ein depressives Gefühl. Es kann sein, dass deine Gefühle in einem unglaublichen Gefühlschaos sind. Bete ich jetzt in dem Moment für dich, dass du, Heiliger Geist, den Geist der Müdigkeit, der Geist der Enttäuschung, der Geist der Frustration, der Geist der Niederlage, der Geist der Anklage, der Geist der Hoffnungslosigkeit, der Geist, der einfach immer wieder Dinge in meinem Leben nicht zulässt. Ich sage heute Abend diesen Geist ab im Namen von Jesus Christus. Und ich lade heute Abend dieses Feuer Gottes ein. Komm Feuer Gottes, komm Feuer Gottes, komm Feuer Gottes, come on. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet.
Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.